Radio Swiss Pop. You give your heart, your flesh and bone, and you will fight your way to this storm. But you have to stay strong and brave. With some kind words, you find your way to a beautiful and brand new day, and see what it brings. All these simple things. Monsieur le Conseil fédéral, Monsieur le Herr Secrétaire d'État, Bundesrat, Herr Staatssekretär, stellvertretender Staatssekretär des Staatssekretariats für internationale Finanzfragen, Herr Delegierter für humanitäre Hilfe und Chef des Schweizerischen Korps für humanitäre Hilfe, meine Damen und Herren, guten Morgen zu dieser Medienkonferenz des Bundesrats, welche die Medienkonferenzen von gestern noch vervollständigt zu den Themen, die gestern im Bundesrat behandelt wurden. Wir haben bereits angekündigt, dass es heute um die Unterstützung an verschiedene internationale Organisationen geht. Und ich gebe das Wort sofort Herrn Bundesrat Cassis. Vielen Dank, Herr Vizekanzler. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, Mesdames et Messieurs, Signore e Signori. Ieri i miei colleghi. Meine Damen und Herren, gestern haben meine Kollegen bereits die Entscheide des Bundesrats zur fortschreitenden Lockerung der Maßnahmen angekündigt. Die bisher ergriffenen Maßnahmen haben Erfolg gezeitigt. Sie wissen, dass sich die Infektionskurve abgeflacht hat und das Gesundheitssystem hat außerordentlich gut auf die Krise reagiert. Natürlich kann man jetzt noch nicht von Sieg sprechen. Wir müssen weiterhin versuchen, die Hygienemaßnahmen und die Abstandsregeln einzuhalten. Natürlich sind alle Gesundheitsbehörden darauf bedacht, sämtliche Herde zu verfolgen des Ausbruchs von weiteren Infektionen und das mit zu verfolgen, um zu vermeiden, dass die Zahlen wieder steigen. Die Eigenverantwortung jedes Einzelnen bleibt ein Schlüsselelement in dieser Strategie. Deswegen möchte ich auch sämtlichen Bürgerinnen und Bürgern dafür danken, dass sie sich weiterhin anstrengen. Diese fortschreitende Lockerung ist aber doch ein Vorteil auf verschiedenen Ebenen, also auch psychologisch und sozial und wirtschaftlich. Diese Entscheide, die getroffen wurden, sind ein erster konkreter Schritt zur Rückkehr zur Normalität. Gestern haben Sie gehört, was die Schweiz betrifft, im Zusammenhang mit den Maßnahmen des Bundesrats. Heute möchte ich die Entscheide des Bundesrats vorstellen, die das Ausland betreffen, aber indirekt eben auch trotzdem uns. Von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie ist nämlich nicht nur die Schweiz betroffen. Das Virus kennt keine Grenzen und hat Folgen für die ganze Welt. Am härtesten trifft die Krise Länder mit niedrigen Einkommen, also die Ärmsten unter uns. Ihre Lage wird noch prekärer, als sie heute schon ist. Die pandemische Krise summiert sich mit einer schweren wirtschaftlichen Krise, die die Lebensgrundlage vieler Menschen bedroht. Wenn die Ärmsten in der Welt nicht mehr arbeiten können, können sie ihre Familie nicht ernähren. Diesen Menschen fehlen geregelte Lebens- und Arbeitsverhältnisse und ein stabiles Sozialsystem, das sie im Fall einer solchen Krise schützen. Damit steigt das Risiko für soziale Unruhen, Flucht und irreguläre Migration. Die Schweiz hat also ein großes Interesse, diesen Menschen zu helfen, die Ausbreitung des Virus zu bremsen und die Auswirkungen der Pandemie in Entwicklungsländern abzufedern. Dieses Ziel verfolgen auch internationale Organisationen wie die UNO und ihre Agenturen wie die WHO, das IKRK, die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften oder die G20. Diese Organisationen haben in den letzten Wochen diverse Hilfsappelle an die Staatengemeinschaft gerichtet. Sie haben um finanzielle Unterstützung im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie gebeten. Pour le Conseil fédéral,
Für den Bundesrat ist es ganz klar, dass es hier um eine weltweite Herausforderung geht und die braucht auch eine weltumspannende Antwort. In dieser schwierigen Situation müssen wir uns selbstverständlich um unsere Bürgerinnen und Bürger kümmern. Aber es ist genauso wichtig, solidarisch zu sein mit den Ärmsten der anderen Länder, insbesondere mit den Ärmsten der Armen. Wir müssen aus Solidarität auch auf gewisse Dinge verzichten, um anderen zu helfen. Und diese Solidarität können wir ausdrücken, indem wir internationale Organisationen unterstützen, welche die Pandemie und ihre Auswirkungen bekämpfen. Und dabei muss man natürlich auch beachten, dass die negativen Auswirkungen auf die weltweite Wirtschaft natürlich auch zu einer Instabilität führen, die auch die Schweiz betrifft. Die internationalen Anstrengungen gegen die Covid-19-Pandemie mit insgesamt bis zu 400 Millionen Franken zu unterstützen. Davon sollen vor allem Länder mit niedrigen Einkommen profitieren. In einem ersten Schritt kommt der Bundesrat einem Wunsch des IKRK nach und gewährt der Organisation ein zinsloses Darlehen im Umfang von 200 Millionen Franken. Dieses Darlehen ermöglicht es dem IKRK, ihre humanitäre Aktion für gefährdete Bevölkerungsgruppen in mehr als 80 Ländern zu gewährleisten. Die vom IKRK beantragte Unterstützung entspricht der humanitären Tradition der Schweiz. Ein weiterer Kredit in der Höhe von 25 Millionen Franken geht an den Katastrophenfonds des Internationalen Währungsfonds IWF. Über beide Kredite entscheidet das Parlament in der Sommersession. In einem zweiten Schritt befindet der Bundesrat in den nächsten Wochen, also noch im Mai, über weitere Beiträge im Umfang von maximal 175 Millionen Franken. Das SEDA wird in Zusammenarbeit mit den anderen Departementen eine sinnvolle Aufteilung an die verschiedenen internationale Organisationen vorschlagen. Mit diesem Entscheid kommt der Bundesrat auch einer Motion der Außenpolitischen Kommission des Nationalrates nach, die eine Aufstockung der Kredite der humanitären Hilfe für das Jahr 2020 um 100 Millionen Franken verlangt hat. Mesdames et Messieurs, Meine Damen und Herren, der Bund hat rasch und unbürokratisch auf diese weltweite Krise reagiert. Das Departement für Auswärtige Angelegenheiten, das EDA, hat die gezielten, bereits laufenden Programme noch angepasst und sich an die neuen Realitäten angepasst im Rahmen des bestehenden Budgets. Durch die humanitäre Hilfe der DEZA haben wir Länder unterstützt, die das gefordert haben, wie zum Beispiel Italien, Griechenland und auch China ganz am Anfang der Krise und auch Nepal und andere. Das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement hat 1,2 Millionen Franken für die Flüchtlingslager auf den griechischen Inseln gesprochen, und zwar über das IKRK, welches diese Programme dann ausführt. Seit Mitte Februar hat der Bundesrat die neue Strategie der internationalen Zusammenarbeit 2021 bis 2024 umgesetzt. Diese Krise ermöglicht es uns nun, diese neue Strategie zu prüfen, ob sie immer noch angebracht ist. Die Strategie der internationalen Zusammenarbeit stützt sich ab auf die Nothilfe einerseits und die Entwicklungszusammenarbeit, welche längerfristig ausgerichtet ist. Die Nothilfen können die betroffene Bevölkerung nachhaltig erreichen und das eben auch langfristig. Dieser erste Test ist also positiv ausgefallen, aber die weltumspannende Krise ist natürlich noch keineswegs zu Ende und deswegen müssen wir auch weiterhin aufmerksam bleiben. Etwas ist ganz klar. Die humanitäre Tradition der Schweiz bleibt eine wichtige Säule unserer Außenpolitik. Die Schweiz fördert und unterstützt zudem in den multilateralen Organisationen die Anpassung der Programme dort, wo es Sinn macht. So haben wir uns im Exekutivrat der Weltbank engagiert,
Projekte für die Bekämpfung der Pandemie in Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen zu lancieren. Anfangs April verabschiedete so die Weltbank die ersten 25 Länderprojekte, mit denen Notfallpläne finanziert werden und medizinisches Personal ausgebildet wird. Die Weltbankgruppe stellt dafür bis zu 160 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Wirtschaftliche und soziale Krisen destabilisieren Länder und Regionen. Die Schweizer Bevölkerung hat deshalb ein Interesse daran, die Krise rasch und weltweit in den Griff zu bekommen. Nur in einer stabilen Welt ist es auch in Zukunft möglich, sich sicher zu fühlen, sich frei zu bewegen und von einem gut funktionierenden Arbeitsmarkt zu profitieren. Ich danke Ihnen. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Vielen Dank, Herr Bundesrat. Wir nehmen nun gerne Fragen entgegen. Wer möchte die erste Frage stellen? Première question, Monsieur Serena. Herr Bundesrat, ist es möglich, dass diese Krise dazu geführt hat, dass wir unsere Entwicklungszusammenarbeit anders auslegen und vielleicht den Fokus eher auf die humanitäre Zusammenarbeit legen? Es ist möglich, dass diese Pandemie, diese Krise dazu führt, dass wir unsere Strategie tatsächlich neu ausrichten. Dies auch auf Antrag des Parlaments. Und wir überarbeiten wirklich alle Themen, die in unseren Zuständigkeitsbereich fallen, auch beispielsweise die Zusammenarbeit mit der EU. Wir müssen feststellen und sicherstellen, dass wir die richtigen Strategien gefasst haben. Ich habe gesagt, das ist ein erster Test und wir denken, dass die Strategie genügend flexibel ist, damit wir sehr schnell reagieren können. Nächste Frage. Vielen Dank, Herr Bundesrat. Könnten Sie vielleicht etwas näher eingehen auf eines oder zwei Programme, die Ihnen ganz besonders am Herzen liegen und wozu werden diese Darlehen verwendet? Ich möchte gerne das Wort Herrn Gessler geben. Ich habe in meiner kurzen Ansprache gesagt, dass wir hier auf Aufrufe der Länder reagieren. Also wir haben das nicht spontan gemacht, sondern die Länder sind auf uns zugekommen. Ich habe einige Länder erwähnt. Beispielsweise China ist an uns gelangt, als die Epidemie noch nicht bei uns war. Wir haben humanitäre Güter, auch medizinische Ausrichtungsgüter nach China geliefert. Italien, Griechenland sind andere Länder, aber ich möchte das Wort nun Herrn Botschafter Gessler übergeben. Danke, gerne, Herr Bundesrat, Herren Kollegen, Damen und Herren. In der jetzigen Situation geht es darum, schnell, flexibel, unbürokratisch Hilfe zu leisten. Und das haben wir mit den Möglichkeiten einerseits multilateral, Herr Bundesrat hat es gesagt, bei den großen Organisationen UNO und die Rotkreuz, Rothalbmondbewegung haben Appelle geschickt, dort konnten wir schnell multilaterale Hilfe, also finanzielle Hilfe leisten. Aber dann geht es auch darum, konkret Hilfsgüter zu leisten. Und wie der Herr Bundesrat gesagt hat, sehr früh schon, als die Krise anfing, haben wir China unterstützt, dann Serbien, Nepal, Griechenland mit ganz konkreten Materialien. Also da ging es darum, zum Beispiel nach Serbien Zelte. Dort haben wir auch Migranten, die natürlich zusammengepfercht sind. Die mussten in größere Lager gebracht werden. Dort haben wir die Infrastruktur mitgeholfen, aufrechtzuerhalten oder zu verbessern. Griechenland, Hygienematerialien. Im Ganzen haben wir in dieser Zeit Material 1,4 Millionen, also im Wert von 1,4 Millionen verteilt. Direkt entweder aus unseren Warenhäusern hier in der Schweiz oder dann vor Ort eingekauft und dann sofort sichergestellt, dass das vor Ort angewendet wurde. Dann wurde aber auch bilateral geholfen, finanziell. Wir haben unsere existierenden Projekte, zum Beispiel in Bangladesch mit dem Schweizerischen Roten Kreuz, unterstützen wir dieses große Flüchtlingslager im Süden, in Cox's Bazar, wo viele Rohingyas, 700.000 untergebracht sind. Dort mussten wir
ein Top-up machen. Also 500.000 haben wir zusätzlich dem Schweizerischen Roten Kreuz gegeben, um dort die sanitären Einrichtungen auf Vordermann zu bringen. So in verschiedener Ebene, multilateral, materiell und bilateral, haben wir schnell helfen können. Prochaine question, Monsieur Koller. Frage an Herrn Bundesrat Cassis. Soweit ich weiß, hat ja die Außenpolitische Kommission in ihrer Motion auch gefordert, dass das Geld vor allem in Flüchtlingslager fließt. Wo sehen Sie denn andere wichtige Brennpunkte jetzt momentan? Ja, die Kommission hat eine grundsätzliche Aufstockung der Mittel für humanitäre Hilfe gemacht. Sehr präzis war es nicht in der Auslegung. Aber tatsächlich geht es wirklich darum, jetzt dringliche Hilfe zu leisten, dort wo es am meisten nötig ist. Bei der Flüchtlingslager, insbesondere in Griechenland, ist die Situation zum Teil dramatisch. Und da, ich habe es Ihnen gesagt, auch das EJPD von Frau Keller-Sutter hat selber auch durch das SEM geholfen. Wir waren auch dort mit der humanitären Hilfe und so weiter. Also diese große Bewegungen von Flüchtlingen, die verursachen natürlich tragische Situationen, die große Hilfe am Ort benötigen. Und dort werden wir jetzt, oder sind wir schon dran, gewisse Summen zu reorientieren, um ihnen direkt zu helfen. Und ich glaube, wir haben noch nicht alles gesehen, inwieweit die Epidemiewelle bis in den Flüchtlingslager kommt, welche zusätzliche Schaden, und ich benutze ungern dieses Wort, das anrichten würde. Das steht noch offen, aber wir beobachten das wirklich mit Priorität. Und vielleicht zurückkommend auf die Frage des Kollegen aus dem italienischsprachigen Fernsehen, interessanterweise würde man meinen, ja, man müsste jetzt rebalancieren auf humanitäre Hilfe. Das war auch meine erste Reaktion. Und die Experten warnen ein bisschen. Es geht um die Resilienz von ganzen Systemen. Und natürlich braucht es in der dringlichen Situation eine massive Unterstützung und Hilfe. Aber wir müssen ziemlich rasch dann auf Systeme aufbauen, damit sie resistent und resilient, das heißt widerstandsfähig und sich selber zu erfinden, auf die mittlere, längere Frist zu sein. Denken wir an eine mögliche zweite Welle, denken wir nicht, dass die ganzen Investitionen einfach nur für die ersten Minuten benutzt werden. Aber ich habe es Ihnen gesagt, das ist dieser berühmte Nexus zwischen kurzfristiger humanitäre Hilfe und etwas mittellängerfristig Entwicklungszusammenarbeit. Auch die Sprache ist nicht sehr präzis, aber wichtig ist, dass wir nicht aus den Augen verlieren, dass es nicht nur die dringliche Situation hat, sondern auch eine mittellängerfristige Situation hat. Merci. Prochaine question, Madame de Goth. Herr Bundesrat, ich komme nochmals darauf zurück, was Sie gesagt haben. Sie haben gesagt, dass die Krise dazu gedient hat, die Strategie der Schweiz zu testen und dass das Fazit positiv war. Weshalb ziehen Sie eine solch positive Bilanz? Und können Sie uns auch aufzeigen, inwiefern die Krise dazu führt, dass die Schweiz ihre Strategie ändert? Also ich möchte zunächst auf die zweite Frage antworten. Ich kann das noch nicht so genau sagen. Wir müssen das zunächst mit den parlamentarischen Kommissionen besprechen. Das wird Ende Mai der Fall sein. Wir haben uns erste Gedanken darüber gemacht. Dann zur ersten Frage, das ist eine technische Frage. Wir haben eigentlich 5 Rahmenkredite und jeder Rahmenkredit stützt sich auf ein Gesetz. Wir haben das Gesetz über die humanitäre Hilfe, ein Gesetz über die humanitäre Sicherheit. Es stellt sich nun die Frage, welche Flexibilität wir haben, Geld von einem Rahmenkredit in den anderen zu verschieben, wenn dies nötig sein sollte, wie in der heutigen Lage. Wir haben in der heutigen Strategie bereits vorgesehen, dass dies möglich ist. Und für die neue Strategie haben wir vorgesehen, dass diese Flexibilität eben noch ausgeprägter sein sollte. Aber im Moment können wir noch nicht mehr dazu sagen. Beide Herren, weil
Wir haben natürlich auch den multilateralen Aspekt darin. Ich beziehe mich hier auf den Aufruf der internationalen Organisationen und wir möchten natürlich auch diesen Aufrufen Folge leisten. Und wir möchten auch, dass unsere Vertreter in diesen multilateralen Organisationen sich flexibel zeigen können. Ich denke hier auch an den Internationalen Währungsfonds, die Weltbank. Wir sind in diesen Organisationen zwar sehr diskret, aber wir können doch sehr wirksam handeln innerhalb dieser Organisationen. Und ich möchte vielleicht das Wort Herrn Flückiger geben. Er hat da den Lead. Vielen Dank, Herr Bundesrat, werte Anwesende. Ich glaube, das Wichtigste wurde gesagt. Vielleicht einfach, wenn ich mit 3 Punkten ganz kurz ergänzen kann. Es muss befürchtet werden, dass die Pandemie die ärmsten Entwicklungsländer wirklich sehr stark trifft. Und dabei ist die Bekämpfung der Covid-Krise selbst, also ist eines, aber der Lockdown in Ländern ohne funktionierendes Sozialsystem, Transportsystem, Infrastruktursystem führt mit informellen Arbeitsmärkten führt wirtschaftlich unmittelbar zu ganz enormen Schwierigkeiten, die wir bereits vorfinden, bevor eigentlich die Pandemie richtig eintrifft. Und zudem kommt ein Lockout dieser Länder von der globalen Wirtschaft, von der Einkommen der Tourismusindustrie, von den Lieferketten des internationalen Handels und von den Remittances, also den Finanzflüssen derjenigen, die im Ausland arbeiten. Der zweite Punkt, das ist eine typische Krise, oder untypische Krise, will ich sagen, die alle Länder gleichzeitig trifft. Also ich verstehe das Bedürfnis auch der Medien, dass man vielleicht einen Fall näher beschreiben will, aber es trifft wirklich alle gleichzeitig und deshalb ist es auch sinnvoll, via die internationalen Gremien und internationalen Organisationen zu arbeiten und die Mittel sich dort anzuschließen, solidarisch. Allein bei der Gesundheitsversorgung in den ärmsten Entwicklungsländern werden etwa 8 Milliarden US-Dollar fehlen. Das ist so die Summe, von der gesprochen wird. Und vielleicht der dritte und letzte Punkt. Vieles von dem, was wir machen, der Herr Bundesrat Cassis hat es kurz erwähnt, ein Teil des Geldes, 25 Millionen, gehen zum Internationalen Währungsfonds. Wieso das? Dort gibt es einen sogenannten Catastrophe Containment Relief Trust, der eigens dazu geschaffen wurde, bereits in der Ebola-Krise 2014, um es den ärmsten Ländern zu ermöglichen, dass sie die Schulden an den IWF nicht zahlen müssen, dass die erlassen werden. Das ist unspektakulär, aber für die ärmsten Länder unheimlich wichtig, damit sie dort, und das ist der Sinn dieser Maßnahme, Mittel freischaufeln können, um sie dann im Gesundheitsbereich zu brauchen. Das ist alles. Danke. Ja, vielleicht noch ein paar Bemerkungen zur Flexibilität, die jetzt mehrmals angesprochen wurde. Die humanitäre Hilfe muss natürlich flexibel sein. Wir müssen schnell mit den richtigen Hilfemaßnahmen reagieren können. Wir haben dafür einen Nothilfefonds innerhalb unseres Budgets. Den haben wir jetzt für diese Corona-Krise in der Höhe von 10 Millionen beansprucht schon. Aber wir wollen auch in unseren Unterstützungen flexibel sein. Das heißt, die multilateralen Unterstützungen, die ich vorher erwähnt habe, haben wir nicht ge-earmarkt. Das heißt, wir haben nicht gesagt, wie viel davon jetzt nach Somalien für die Ausbildung gebraucht werden muss, sondern, weil wir die Organisation sehr gut kennen, Rotkreuz und UNO, hier habt ihr diesen Betrag, macht damit gemäß euren Evaluationen, euren Bedürfnisanalysen das, was jetzt schnell notwendig ist. Und das ist natürlich für eine operationelle Organisation das beste Geld, das unearmarked, also das flexible Geld, das sofort bedürfnisorientiert eingesetzt werden kann. Und da sind wir sogenannte Good Humanitarian Donors, um eben hier möglichst wenige Zwangsjacken unseren Partnern anzulegen. Merci. Prochaine question. Monsieur Koller. Encore une.
Noch einmal an Herrn Bundesrat Cassis. Eine erste Tranche kommt jetzt und die zweite Tranche soll dann im Mai kommen. In der Medienmitteilung steht, maximal 175 Millionen Franken kommen noch einmal dazu. Werden Sie den vollen Rahmen ausschöpfen und wird das reichen? Gute Fragen. Die erste Frage würde ich mit Ja, also zu 99% Ja antworten. Die zweite Frage hängt von der Entwicklung der Pandemie und vor allem der wirtschaftlichen Folgen. Ich glaube, wir haben noch nicht alles gesehen. Ich habe es vorher gesagt, was wir dann in einem Monat noch sehen werden, wie stark wird die Epidemie sich in dem afrikanischen Kontinent auswirken. Nur um ein Beispiel zu nennen, wird natürlich auch Folge haben bei uns. Also das war auch eine zweite Antwort auf die Frage Test der neuen Strategie. Der Akzent auf das afrikanische Kontinent war wahrscheinlich richtig. Also die demografische Struktur Afrikas hat vielleicht einen positiven Aspekt, dass die Epidemie etwas weniger hart auf der also auf der medizinischen Basis einwirkt, aber unglaublich hart auf der wirtschaftlichen. Also dieses Lockdown ist natürlich fast noch härter als die Epidemie selbst für diese Leute, die sonst nichts zu essen haben. Und das müssen wir wirklich noch bis in die verschiedenen Konsequenzen analysieren und schauen, was wir allenfalls in einer zweiten Phase machen können. Diese 175 Franken müssen jetzt verteilt werden. Die Idee ist, dieses Paket als Antwort an diese humanitäre Appelle von UNO, von IKRK, Internationale Föderation der Rotkreuz und Rotalpmond, G20 und so weiter. Diese internationale Appelle wollen wir mit diesem Paket von 400. Vergessen Sie nicht, es ist nicht alles. Wir haben andere Gelder bereits, EDA intern, natürlich vor allem in der DEZA, aber nicht nur, auch in der politischen Direktion menschliche Sicherheit und so weiter, die zusätzlich zu den 400 Millionen Franken. Wir haben bereits etwa 50 Millionen Franken wieder reorientiert, damit wir diesen Bedürfnissen entgegenkommen. Und vielleicht auch, wie ich habe gesagt, ja, Appelle ist das eine, das ist wichtig. Dann sind natürlich etablierte Kontakte mit Partnern. Die Appelle kommen auch auf diese Wege. Und bei mir war natürlich auch ganz konkret die Erfahrung, Telefonate von meinen Kollegen. Ich war vorher am Überlegen, ich habe von Serbien, von Moldawien, von Kanada, Italien, Frankreich, Pakistan den Außenminister, der mich anruft und sagt, wir haben dieses Problem, wir haben das und das, können Sie uns helfen? Und dann geht es bei mir weiter, WBF, je nachdem wer zuständig ist und wir suchen den möglichen Weg. Und es kann Kanada von Stäbchen, um die Tests zu machen. Sie finden keinen auf der Weltmarkt und wir produzieren in der Schweiz solche, dann geht es so. Bis auf Pakistan, Schuldenverschiebung, Erlass für die nächsten Zeiten. Also die Vorstellungen und die Erwartungen sind total anders, je nachdem, um welches Land es sich handelt. Merci. Y a-t-il encore des questions? Danke. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann würden wir diese Pressekonferenz hiermit abschließen. Vielen Dank. Allen noch einen wunderschönen Tag. Also komm, jetzt schaffst du es, okay? Weila, ich probiere da gerade meinem Figürli einen Trick beibringen, nämlich so eine Art Flickflack. Also, jetzt Anlauf holen